Dann darf ich es mehreren Tisch stehen. Die Elfie und den Ernesto Ernst Blei. Ihr wisst, alle Orden Blei wird bestellt, gestern geliefert. Herzlich willkommen. Eine liebe Herzensnetter Freundin. Bekannt mehr aus dem Rundfunk als aus dem Fernsehen. Ich war sehr viel mit Hans Rosenthal zusammen. Eine Künstlerin par excellence. Und ganz besonders freue ich mich hier, unsere liebe Freundin Luther Gersten zu begrüßen. Dann gehe ich gleich nach rüber, Freund vom Hans. Und auch Freund von so, unser lieber Klaus. Hey! Ist bei der Bank, kann jeder Geld abholen. Ganz froh sind wir heute, Helga und Hans in unserer Mitte zu haben. Letztes Mal am Stammtisch war sie leider erkrankt. Wenn Helga zu Hustri, wenn er zu Hause bleibt, dann muss ich ein Hatje, das ist es. Ich bin zu Hustri, Westerschelde, so kenne ich dich ja nicht. Den Flöpperei, nichts mit. Es war sehr hart, aber im März hatten sie ja Geburtstag. Liebe Helga, der Hans so viel kann. Aber unsere Hänschen ist ja auch 75 im März geworden. Dann ist der Hans ja auch, der Hans in einer Biografie von Helmut Tannenberg. Ein super Buch ist gemacht worden, Hans und seine Pflichten. Zeig mal auf das Spiel so hoch. Zeig mal das Spiel gehauen. Spiegel kennen wir alle mal, die Hitliste der Bücher, an erster Stelle stand Hans Süper mit der Pflicht. Eine Klammer Sulz Klettenberg. Das ist doch schon wieder. Hans, ganz besonders dir zu freuen, uns auch zu ihr, hat der Klaus Banzer, größer. Lieber Klaus, jetzt ja von Anfang an hier im Stammtisch dabei. Der Klaus kennt von dir vom Stammtisch und Klaus ein liebenswerter Mann, immer den Weg so zum Kirchhof. Hat hier was vorbereitend gemacht für dich und Stammtischfreunden auch. So ein kleines Buch, was hervorragend ist zur Biografie Hans Süper. Hier sind meine Freunde vom Stammtisch alle drin, als Erinnerung von Klaus, was er gemacht hat. Für dich als Großgeschenk. Danke dir. Komme ich zu unserem Altmeister Ludwigsleben. Mein Vater ist leider viel zu früh verstorben, aber mein zweiter Vater Ludwig ist heute. Ich habe 2 Häuser geerbt von ihm. Da muss ich ihn ja streicheln. Aber als Hadersfluss ist er bekannt geworden. Ich habe heute gesagt, lieber Ludwig, heute darfst du mal die Jugend hören, die heute so kommt. Du darfst heute genießen. Daraus nichts zu machen. Du sagst heute, ob es zu in ihrem Sinn ist und nicht in ihrem Sinn ist. Aber bezahlen muss ich selbst. Und der Ludwig spielt es. Herzlich willkommen. Natürlich ist sehr gut, auch ohne Lilo. Wir freuen uns jedes Mal, wenn sie dabei ist. Wenn sie wäre von Ossendorf, hier rauf mit. Lilo, wir sind froh, dass du immer noch mit uns bist. Herzlich willkommen, Lilo Silbus. Eine Dame, die meistens mit Eisbrecher macht, eine Eisbrecherin macht, nicht nur im Karneval, das ist schwer genug. Wenn man als Redner herumkommen muss, als Eisbrecher muss, dann sind wir hervorragend. Leider muss ich dazu sagen, die Typenrede in Köln weg. Und das geht mir am Herzen wie, uns alle am Herzen wie, scheiß Comedy, dann können wir alle morden. Da wollen wir aber hauptsächlich die Typen. Das Internet. Haben wir hier auch. Unsere Renate Baum. Das letzte Mal gesagt, der Mann mit 1000 Gesichtern. Der Edo sagte heute einer, ob ich kommen kann, weiß ich nicht, sagt Edo zu unserem Stammtisch, musste kommen. Ja, sagte ich, habe noch ein Mädchen auf zur Rolle. Wir freuen uns auf Edo Morawitz. Dann unsere liebe Inga, sie gehört zum Hause Silbus.
wie das Weihwasser zum Dom gewesen. Herzlich willkommen, Inge Helwig. Und dann einer, der, naja, er guckt in der Familie muss, die Sucht ohne Ende. Der größte Posten, den man haben kann in einem Chor, ist ja der Marschall zu sein. Mein Neffe ist Marschall, der Falkenjäger in Brühl, Rainer Haus. Hallo, hallo. Schön, dass du Arbeit hast. Und letztes Mal stand ich, hätte das schöne Zimmer gereicht. Das sind so alle kölsche Sachen, die der eine mit dem Hetze hat, weil er kennt ja alle Texte. Wenn der Handelstext nicht kann, freue ich alle Lieder entwickeln. Alle kann das. Und alle Türke hat mitgebracht, was 1823 erste Mal gemacht wurde, ist, dass die Hip-Hop war. Ich freue mich ganz besonders, unser Freund Andi Deutscher. An der Seite, eine Dame kommt aus der Eifel, ist in jungen Jahren nach Köln gekommen als Lehrerin, fürchtet natürlich in Mutterstadt Kolonia mittlerweile als die Barbara. Barbara, ich darf sagen, bei uns in Lippler ist die Barbara und Donatus die Schutzpatronin. Bis heute hier einander ist unsere Schutzpatronin. Barbara Deutsch. Bravo. Jetzt bin ich stehen in der, naja, es war es in der Mutze, wenn die Quetsch in der Hand hätte, spielte immer wieder. Aber diese Typen, ich muss sagen, Dienstag, wenn ich nicht höre, nee, sag mir, wo waren sie hier? Dieser Mensch, der ein Herz hat, der alle Deutsche, unser Thomas Küpp, unser Timmermenschen, herzlich willkommen. Ich hoffe, so mehrmals auch schon in der Dora auszuhalten, dass die fleißige Hand, wenn nicht da ist, in den dicken Kopf hat, jetzt aus dem Büro. Herzlich willkommen! Ein junger Mann bei uns, das erste Mal in diesen Reihen, hat einen scharfen Durchblick von uns her aus Norddeutschland, Hamburg, St. Pauli-Fan, hast du St. Pauli-Fan, also hat einen großen Kopf im Hemd, aber er sieht hervorragend aus und Ernesto. Enrico. Caruso, ne? Auch nicht verwandt? Nee. Also St. Pauli, Enrico ist doch. Ja, jetzt sitzt du, dem nennst du ein Tschernobyl. Dem waren so knolle Jupp, ist so unterwegs. Nach Tschernobyl. Du musst ja so wissen, Josef Stollenberg, naja, sag ich mal, dieser Unternehmer, dieser Typ des Unternehmers gibt es heute gar nicht mehr. Was vorher Unternehmer aufgebaut hat, gibt es nicht mehr. Wenn die sozialen Zwecke da sind, ist Josef immer Ansprechpartner. Und er ist ein Ansprechpartner für Tschernobyl-Hilfe, so Wilfried Trompeter. Da ist die Moped-Versicherung. Ich war mit dem Hans Süper unterwegs und musste einen Notdurf an einer Mauer fahren. War nicht die Mauer am Bach, die man früher kannte, da war eine Mauer in Sülz. Und der junge Mann, der schaut zum Fenster raus und sagt, Herr Süper, meine Mutter und Vater, größte Fan von Ihnen. Den Herrn Jung, kommen Sie rüber. Ja, er war am nächsten Tag bei Süper aus der Küche oder Wohnzimmer. Und Hans sagt, ganz so ehrlich, ich sag, ich kann ein bisschen singen. Sag ich, Hans, bring den mit. Unser Freund Bernd aus Hülz. Ein Mann die ganze Welt bereist, das wissen wir alle Male. Sämtlichen Frauen liegen ihm zu Füßen. Charat das Geld mit 84 Schuss, ein größter Fan. Aber sonst ist er ein hervorragender Mensch. Ich darf ganz besonders begrüßen, der ist der Chef von Filmkorb, unser lieber Dirk. Was soll ich zu ihm sagen? Ossendorf hat geschlossen. Versteckte Kamera. Mittlerweile ist er frei Jünger geworden. Er darf nur zu uns kommen. Er muss aber um 9:30 Uhr durch den Knast zurück Ossendorf. Unser Freund aus Puerto Rico, Pacalavaca, unser Freund Rüdiger. Hallo. Ja, danke. Ja, jetzt wisst ihr ja, ich komme ja aus
Lied da und ein Freund von mir, wir nennen ihn bei uns das Schneeflöckchen, weil er so leicht ist. So eine Schneeflocke und der Freund Manfred Steich. Präsident von Erzurumschule. Ja, jetzt ist hier eine, damit kenne ich der Hand nicht, Nikolas, Deutsche Peter, wir haben sofort ins Herz geschlossen. Und bitte das einer, und das muss man sagen, da kann man stolz und glücklich sein, dass dieses viel in der Heck, der auch an der deutschen Sprache hängt. Peter, muss ich dazu sagen, hat eine CD gemacht mit Gedichte und Lieder. Ich kann mir kaufen für ganz klein Geld, und er hat Geld wieder jetzt für die Tierhilfe für Pfoten. Man kauft die Kassette für 7 €, das haben sie gesagt, ja. Also, wenn nachher Peter ein Wörtchen sagt und ein bisschen singt, hören Sie herrliche Lieder an. Einen großen Wunsch habe ich heute, Peter. Was du mir ist ja Ringsam. Ja. Aber das Schraubenlied, Mutter und dann da sind Nestel gebaut, ist mir persönlich Ehrenplätzchen. Aber du Kölsch gemacht hast, das war hervorragend. So Kölscher Peter, grüß dich. So glücklich. Er hat heute Geburtstag. Ja. 73. Und ein Wünschen gegeben. Und meine Damen und Herren, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Peter. Happy Birthday to you. Das haben wir ganz quasi auf Englisch gesungen. Wir können auch Deutsch singen. Der Besser Ludwig Seebus. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Peter, zum Geburtstag viel Glück. Du hast heute Geburtstag. Heute sind wir bei dir. Und zu diesem Festtag gratulieren wir. Wir bringen Blumensträuße da. Ob dass du alt wärst, 100 Jahre. Du hast heute Geburtstag. Heute sind wir bei dir. Hans lieb, der gelernt hat, komme ich runter, er ist ja ein bisschen stärker. Und der Mann, der so schöne Bücher geschrieben hat, nach dem Krieg, der auch die Mundart immer wieder bringt, der im ZTV und manchem Imi, aus manch einem Kölsche, dann noch uns sagt, wie jetzt sich hört. Also Heinz Mohlheim. Meine Liebe, der Hans und meine Wenigkeit waren letzte Woche im Rüdiger beim WDR im Schneiderraum. Wir haben nochmal das Ganze verfeinert. Der Film kommt vom WDR raus. Wenn der Rüdiger das kann, das machen wir selber. Aber es war hervorragend, was du gebracht hattest. Nochmals und dann vor allen Dingen, als du in Littern Aula warst, bei meinem Verein in Göttingen. Das war grandios, was du mit Mike Herting mit Hans auf der Bühne gemacht hast. Du kannst beim Lachen gar nicht mehr raus. Hans sah nur deine schöne, tolle Brust. Der Hans, der wurde immer kleiner. Aber was ihr künstlerisch gebracht habt, das kann man nicht mehr toppen. Das ist so improvisiert worden von euch. Und was du auch das letzte Mal gebracht hast, also ich kann nur sagen, danke, danke vom ganzen Stammtisch. Unser Deborah Watson. Und ich kann nur hoffen, dass dieser Mann hier, der Mann von David, viele Nachfragen von euch alle bekommt. Jetzt sitzen hier auch Faktoren an diesem Tisch. Sei es jetzt Mozenmännelsche, sei es jetzt alles so Blei, mein Neffe Rainer Hau, alle haben ja ihre Beziehung. Ich sage manchmal, diese Frau kann. Das wird gar nicht so hoch bewertet bei uns. Eine Schande ist das. Günther, ich hoffe, dass du wieder Auftritte bekommst aus diesem Stammtisch. Herzlich willkommen, Günther Heck.
der jüngste Bürgermeister von Lippla. Der hatte keine andere. Ja. Seine Mutter hatte gedacht, wo Fingermann wieder geboren war. Er hatte unterm Stroh gelegen, ist aber groß geworden an der Mutterbrust, man hat es gesehen. Und ich darf euch sagen, er hat die Karriere als Politiker in Bonn und in Berlin ausgeschlagen, um einmal einstimmig gewählt zu werden zum Präsident unseres herrlichen Stadtbezirks. Ich um 7:30 in der Bayerntag. Der Pastor hat gebetet und gesungen. Da sind wir de Bunne durch der Buch gesprungen. Dann predigt er vom jüngsten Gericht. Und man stund der Angstschweiß im Gesicht. Vom Hühner und vom Zähnknirschen. Da fingen de Bunne an, sich an der Russjagd zu pirschen. Von Höllequalen geplagt und von Teufels Gestank. Da dachte ich, das ist eine gute Idee, Gott sei Dank. Nach links und nach rechts, der ich ins Linse, und da ging mir auch der Erste in die Binse. Der Zweite hatte ich noch unter Kontrolle, doch der Dritte traf dann voll. Noch 3 bis 5 sind wir heimlich entweg. Doch komisch, auf einmal wurde der Lück erst rau im Gesicht. Vorsichtig lote ich ins die Kirche entlang und so, einen um andere lag ohnmächtig in der Bank. Ob der andere sieg, nahm eine Frau jetzt Parfüm und ich dachte, da fällt sie nicht auch noch um. Im Mai steht am Altar immer eine große Stoßflieder. Und eine Altmütterche sagt, nee, was stinkt der halt wieder? Der letzte Wort konntest du nur noch lallen, dann ist sie platschtig in der Bank gefallen. Der Pastor sagt, was ist das bloß? Der Rehfinger im Einer, hier ist die Hölle los. Da han ich ganz gut genossen und ihn einfach abgeschossen. Da fing der Pastor an zu schenken. Der Mief kann doch nicht mit meiner Predigt zusammenhängen. Und dann der Küster aus der Sakristei aus Rose, denn ich hab mit einer Bund et ewige Licht ausgebrochen. Jetzt loten ich mich voller Entrüstung. Da lag doch der Euanis, ohnmächtig über der Brüstung. Er war am Würge und am Käschen. Wie sollt ich auch ahnen, dass man das boven den auch noch rüschen? Dann ertönte von hinten eine erbärmliche Gesang. Am 30. Mai ist der Welt untergegangen. Und als es dann krachte aus allen Rohren, da sung der Kirchenchor, Menschen, dir was verloren. Langsam wurde man doch zu doll, denn die Kirche war nur noch Fädelsvoll. Und ich merkte, von der vielen Knallerei war mein Butz nicht wie Flecke frei. Da han ich das Haus im Laufschritt verlassen und als ich rand durch die Straße, da han ich geschworen und gedacht, nie mi dicke Bunde für der Meiertag. So, ich han auf das alle Lädchen, Mutter unterm Dach ist ein Nestel gebaut, da eine Kölsche Text gemacht. Und das geht dann nur so. Mama in der Gaut, sie zu Fühlsche und singt. Hör dir dat bloß ins an, ich singe Liedche von Köln am Ring. Hör dir dat bloß ins an, ich sing von der Liebe und vom faste leer, das klingt so wunderschön, das klingt so wundervoll. Ach Mama, wann ich so fühlsche doch wär, ich lebe, dann wär ich gerade da. Nur dat Tierchen klein und nett,
hüpp jetzt über das Fensterbrett, bitte für jetzt Brot. Mama, hol den Kocher raus, weil ich dem Diersche jotzen muss und nur ein Zwiebelbrot. Ist das nicht jetzt Lebenssagens an? Und jetzt fängt wieder mit dem Singen an. Dirili, dirilo, nehmet mich das Fühlsche vor. Mama in der Gau, sitze Fühlsche und sing. Hör dir das bloß an. Ich singe Liedchen von Köln am Ring. Hör dir das bloß an. Ich sing von der Liebe und vom fasten Leer. Das klingt so wunderschön, das klingt so wundervoll. Ach Mama, wann ich so Fühlchen noch wär, ich lebe, dann wär ich radodoll. Hör, ich sing jetzt noch ein Lied und was aus unserer Welt noch will, wann man so wieder mäht. Menschen lebt dort nur herum, das geht bloß fiese Zümmeln und geht uns ja nicht jod. Sag, ist das dann nötig, muss das sein? Wo führt uns dann unsere Futz im Kopf noch hin? Eine schöne Welt, wie wir sie haben, ich läuft die Fehl auf mich normal. Mama in der Gau, sitze Füße und sing. Hör dir das bloß an. Ich singe Liedchen von Köln am Ring. Hör dir das bloß an. Ich sing von der Liebe und vom fasten Leer. Das klingt so wunderschön, das klingt so wundervoll. Ach Mama, wann ich so Fühlchen noch hör, ich lebe, dann wär ich radodoll. Oh. Das ist Spitzenklasse. Du kommst ja ohne Zugabe hier gar nicht weg mit der Kind. Ja, da muss ich jetzt ein Stückchen trinken. Die Welt gekommen und kommt noch futzen und jetzt brummen. Ja, und das Erste, was mir ist passiert, das hat mich schrecklich dann schockiert. Ja, denn der Doktor, der ich ja nicht kannt, genau dort mi Pfütchen dann sich dicke Hand. Und hab ich mir den dreckig Spieß und hab es einfach jetzt bis. Das ganze Helfen muss man sich wissen, sonst ist man immer nur betrissen. Denn wenn man sich nicht zu helfen weiß, im Leben einfach nichts wieder geht. Jetzt später komm ich in der Show und lädte dreimal noch es noch. Ich dachte, das ist jetzt alt genug und hab mich dann nicht mir geplagt. Jedoch dem Lehrer hat das nicht gefallen und er blamierte mich dann in der Klasse für alle. Er sagt, ich wär ein faule Sau und würde im Leben niemals schlau. Da hat mich dann der Wort gepackt und abends hab ich in die Brotje gekackt. Das ganze Helfen muss man sich wissen, sonst ist man immer nur betrissen. Denn wenn man sich nicht zu helfen weiß, im Leben einfach nichts wieder geht. Mit 6 so ich mir alt,
Mit schwarzer Haar ein bisschen heiß, doch nur nicht kalt. Als ich es tat, da war ich schwer enttäuscht. Denn damals waren die Mädchen bang und keusch. Mit viel Geduld han ich es dann noch umgekriegt. Und endlich hätte dann mit mir im Gras gelegen. Da stellte ich fast, das ist ein lahme Jäs. Und beide werden man nicht richtig heiß. Ich sprach von Hutzig und von vielen Kindern. Mit mir zusammen wird das Leben viel gesünder. Ich sag zu ihm, verlass dich doch nicht drauf, denn schon mein Vater war total bekloppt. Ja, und noch ich bin ein Lala-Kind. Aber es fährt zu wie eine Wirbelwind. Ja, denn zu helfen muss man sich wissen, sonst ist man immer nur berissen. Denn wenn man sich nicht zu helfen weiß, im Leben einfach nichts mehr geht. Und irgendwann der gute Tag, da muss ich sterben. Und ihr läuft doch nur nicht bei mir, wer jetzt erben. Und stand ich buddelnackig dann vom Himmelsgitter und schreie, Herr, ja, lass mir ein nächster bitter. Denn ganz allein fühle ich mich so bedressen. Dann rufen stimmt, du willst doch mal zu helfen wissen. Dann flieg ich einfach über die Mur. Sing mit der Engelchen im Bau und Tor. Ja, denn zu helfen muss man sich wissen, sonst ist man immer nur berissen. Denn wenn man sich nicht zu helfen weiß, im Leben einfach nichts mehr geht. Ja, das ist Hufstein, Dorf am grünen Inn. Ja, das ist Hufstein am grünen Inn. Holly,
Eingang nicht kennt, den konnte man auch gar nicht erkennen. Er hatte keine Präsidentenmütze an. Schmidt hätte die Geld verbrannt. Ich möchte es auch nicht antun, heute eine Präsidentenkappe zu verleihen, aber eins muss doch sein, ich habe dir eins mitgebracht. Leider ist der Mai-Stammtisch sehr früh ausgefallen, insofern war es noch nicht ganz fertig. Aber die Präsidentenkette ist in Arbeit. Und wir machen mal die erste Musteranprobe. Das ist so, für das Buch kannst du denken, das ist ein Dschungelzug hier. Das ist schon. Das wird demnächst noch besser werden, um die Präsidentenkette schon als erstes in sich nehmen. Aber was wäre ein Stammtisch? Ein Stammtisch ohne einen Stammtischwimpel? Oh! Die Flagge sozusagen. Sozusagen unsere Flagge. Die haben wir auch herstellen lassen, nur ich habe das Problem gehabt, auch der Stammtisch ist im Mai sehr früh ausgefallen und ich habe den Wimpel in Auftrag gegeben bei dem Nicht-Kölschen. Später, früh vorgeschrieben, natürlich früh mit Öl, die hat dann Frühkölsche nachdenken jetzt, aber nichtsdestotrotz der erste Wimpel und für den ersten Wimpelwächter brauchen wir natürlich unseren Taschenweg. Du hast bis zum nächsten Mal dafür Sorge zu tragen, dass du Öl niemals mit und dass dann pünktlich beim Stammtisch unser Wimpel auch immer hier um den steht. So, haben wir doch immer. Jetzt erzähle ich noch einen aus dem Bläschen, weil mein Onkel Rainer, der bekanntlich in Lippler wohnt, du hast mich aus der schönen Schlossstadt, wo noch 14 Uhr Zinn verschlagen hätte, hat mich mehr oder weniger großgezogen und aufgeklärt. Wir sind eines Tages in Lippler durch die Villa gegangen, an dem Feld vorbei, und hätte, guck mal, mein Neffe Rainer, hier auf dem Feld hatte ich meinen ersten Sex. Da sind wir 40 Meter wieder gegangen, von da am Feld, und hier standen die Eltern. Und was haben die Eltern gesagt? Meh, meh, meh. Ich kann mal, setzt ihr zwei euch zusammen. Der Bas von dem Mut, unser Ehrenbürger Ludwig Siebes. Er Stammtisch lädt schon nicht zu Hand mit dem Wimpel oder auch richtig schon mal das Bäcker auf. Das ist der größte Musterwunsch. Auf diesen Wunsch stimmen wir jetzt an, das Male. Jo, wir sind dankbar dafür, dass ihr drei das gemacht habt. Dankeschön. Що за нього ще? Ви не знаєте? А з вами не знаєте. Там ж гучно так. Це як? Це не гучно. Ми зіться. Тому що подобно. Glückschau, ihr seid alle jetzt führen. So eine schöne Sache kommt mit unserem Freund Ali. Bitte seid doch mal ruhig. Das von 1823 schon zu hören im Billige Köln. Ja, dat snap je, beim FC niks te lachen. Als je daar klimt, dan brauchen wir nicht Ich habe reden. Hauptsätze. Ich kann uns wieder jetzt lachen. So, und unser Ludwig, den wollen wir heute mal als Ritter schlagen. Ich darf nicht schlagen. Peter Melchior Balthasar, jawohl. Versuchen mal mit dem Temperamentsche Thomas. So, Ludwig sehr gut. Ludwig sehr gut. Hat gebet und die Vene. Noch jemand der Hippebock setzte Ludwig auf den Block. Hippebock, Ludwig Schock. War das nicht eine schöne Reiterei? War eine schöne Reiterei? War das nicht eine schöne Reiterei? Ja, das war eine schöne Reiterei. Unser Ludwig Siebus
Wollte Wede, hatte Geschirr, konnte keine Wede. Noch die Mauer Jahre für, wo wir so Ludwig hingen für. Jahre für, hingen für, ich bin Bock und Ludwig schon. War das nicht schön, Reckerei? Ja, das war eine schöne Reckerei. War das nicht eine schöne Reckerei? Ja, das war eine schöne Reckerei. Ich war Ludwig Seemus, und der Reckerwede hat sich geschwert, konnte keine Rede. Noch die Mann da uns Beef, kommen sie dem Ludwig unterlief. Uns Beef, unterlief, ja, hinter früher, hinter Wochen ab Ludwig Stopp. Ja, das ist eine schöne Reckerei. Ja, das war eine schöne Reckerei. Ja, das ist eine schöne Reckerei. Ja, das war eine schöne Reckerei. Unser Ludwig Seemus, wollte in der Wede, hatte keine Schnäuzer, wollte keine Wede. Noch die Mann der Stets vom Hals, kommen der Ludwig runter, Stets vom Hals, und den Hals, und Lieb, unser Lieb, und wir, hin und für, hinter Wohl, der Blutstoff. Ah, das ist eine schöne Reckerei. Ja, das war eine schöne Reckerei. Ah, das ist eine schöne Reckerei. Ja, das war eine schöne Reckerei. Unser Ludwig Seemus, unsere Wede, haben keine Helm, konnte keine Wede. Noch die Mann der Kammerpott, selbst der Ludwig Unterkopf, Kammerpott, ohne Kopf, steht zum Haas, und den Haas, ja, das steht, unser Lied, ja, der Bier, und der Ludwig Stopp. Ja, das ist eine schöne Reckerei. Ja, das war eine schöne Reckerei. Ja, das ist eine schöne Reckerei. Ja, das war eine schöne Reckerei. So schön und neu kann man Bock, stets zum Hals, ohne den Arzt, aus viel Flammerie. Ja, wir, hin und für, mit der Bolle, mit der Stopp. Ja, das ist eine schöne Reckerei. Ja, das war eine schöne Reckerei. Ja, das ist eine schöne Reckerei. Ja, das war eine schöne Reckerei. Seemus, Wuchtersänger wieder, hat den Stimmkunde für, müssen wir alle lehren. Ja, das war eine schöne Reckerei. Ja, das war eine schöne Reckerei. Ja, das ist eine schöne Reckerei. Ja, das war eine schöne Che bella cosa, la giornata è sole, l'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, la giornata è sole. Che bella cosa, la giornata è sole.
Die Debbie. Das ist nötig, aber singt für uns. Bitte Ruhe. Aber ihr singt doch für 10. Also, ohne Momento einen Augenblick. Die Musik tut. Und so ein Tango. Aber ich freue mich, hier wieder zu sein. Und jetzt, ihr weißt, ich komme aus New York. Und jetzt ich singe ein Lied über meine Lieblingsstadt. Was auf Köln singt. So ihr schnell auf Köln. Weiter, du Mit der Musik, das ist was. Die erste brennen oder was? Schluckwort. Swishing on my door. I get me shot, so it's me hands. Yeah, go crazy. I get me shot, so it's me hands. Ruhe, jetzt! Das nächste Lied ist ein bisschen schwierig ohne Mikro, aber ich versuche. Ruhig. Selbstverführung. Das ist das Lieblingslied, die ich damals in Libla. In Libbele. Ich habe versucht, das zu Libbele. singen. Und du hast mich kaputt gemacht. Okay, ja. Wieder anfangen.
And wir brauchen es nicht. Wir brauchen es. Okay, wir brauchen es. Spiel. Yeah. Nee, music back. Schön. Thomas Mendes schon, Thomas. Ruhe! Danke! Bitte. And now the end is near, and so I face the final curtain. Friends, I'll state it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled deep in every byway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exception. I played each careful step, each charted course along the byway, and more, much more than this. I did it my way. There were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. The record shows I took the blows and did my Also liebe Freunde, also natürlich Gänsehaut und ich habe immer Tränen in den Augen, wenn Debbie singt. Debbie, lass uns Tränen. Und dann My Way zu singen von Debbie als einer Baptistenfamilie. Ohne Mikro. Und kommt ohne Mikro rüber und uns gerade noch gönne. Und wir fühlen dich wohl, haben wir uns gerade. Ich wollte nicht Gerade singen. ein schönes Wort für uns. Aber dich zur Hand. Du bist herrlich. Du bist Danke. hervorragend. Unser General. Petra, ich wollte mitsingen, Mit dieser Stimme, man kann sie ja ganz zur Abenteuer. Er kann alles machen. Er kriegt alles hin. Er liegt nur an mir zu sagen, so, Konzert mit dem Rabotzen, ein Tag 15 Euro, 100 Mann herin, der kriegt die Jage, kriegt man alles hin. Aber, Debbie, wir sind froh, dass er bei uns umsonst auftritt, wenn der Mensch hier alle müde ist, also Jod ist. Lieber Debbie, nochmals besten Dank. Dein Weg ist gekommen nach Köln und unser Weg in Köln war hervorragend gewesen, dich schätzen kennengelernt zu haben. Danke, Deborah Watson.